Hallo zu einer weiteren Pilates-Einheit, ganz intensiv heute mit Jenny und mir. Wir starten, wir haben uns erst einmal ein bisschen auf, Füße breit geöffnet, Beine etwas gebeugt. Wir ziehen die Arme nach oben, öffnen zur Seite, strecken und gehen wieder tief. Heben zur Seite, weit öffnen und wieder tief. Sehr schön, das Ganze viermal mehr, bleib aufrecht im Oberkörper und wieder tief. Wunderbar, der Atem ganz fließend und wieder tief, hochziehen, öffnen und wieder tief und allerletztes Mal und dann bleib mal oben, bleib oben und streck dich ein bisschen zur Decke. Wunderbar, nimm den Körper gerne ein bisschen mehr mit in Bewegung. Wunderbar, zieh dich lang zur Decke. Und noch ein paar mehr. Schön den Oberkörper langziehen, die Seite strecken, die Arme zur Decke. Und dann entspannen wieder. Sehr schön, die Arme kurz weg, die Schultern locker. Und dann nehmen die Arme mal bis zu den Schultern nach oben, die Schultern nochmal nach unten fließen lassen. Und dann streck deine Finger jetzt mal ganz weit und öffne sie, baue maximale Spannung auf und dann mach Fäuste. Öffnen und Fäuste machen. Und dann kannst das Ganze ein bisschen schneller, sodass wir jetzt mal intensiv unsere Handgelenke stärken. Muskulatur, Sehnenbänder um die Handgelenke herum. Genau. Versuche wirklich, wenn du öffnest, maximal hier in die Spannung zu gehen. In die Länge. Fühlt sich gut an, nicht? Sehr schön, streck die Arme nach oben. Versuch das wirklich ohne Pause ein paar Mal mehr zu machen. Und dann die Arme öffnen. Genau. Und nach unten nehmen. Weiter strecken, Fäuste, strecken, Fäuste. Ja, eine zweite Runde nochmal bis auf Schulterhöhe heben. Und dann die Arme zur Decke. Ja, halte durch, komm noch ein paar mehr. Dann Arme zur Seite öffnen. Und der allerletzte nochmal unten. Finger spreizen, öffnen. Und dann entspannen. Sehr schön. Zieh die Schultern mal nach oben Richtung Ohren. Halte sie kurz hier. Und dann lass sie fallen. Schultern nach oben Richtung Ohren ziehen, halten. Lass sie fallen. Wir gehen zwei mehr. Und ein allerletztes Mal heben, halten und fallen lassen. Wunderbar. Dreh dich ein bisschen von Seite zu Seite. Sehr schön. Nochmal nach rechts. Und dann komm mal auf den linken Fuß. Setz die rechten Fußspitzen auf. Lass ein bisschen den Fußgelenk kreisen. Und dann kreis in die andere Richtung. Wunderbar. Einmal die Seite wechseln, linke Seite. Kreisen, schön aus dem Gelenk in die Richtung. Wechseln. Wunderbar. Und dann Füße wieder aufstellen. Bleibst mit den Füßen beckenbreit geöffnet, auch hier die Beine wieder leicht gebeugt. Der Oberkörper aufrecht, die Schultern entspannt. Und jetzt lass uns ein bisschen in die Pilates-Atmung, in die Brustkorbatmung hineinfinden. Über die Nase tief in die Brust hineinatmen und über den Mund schick den Atem wieder fort. Über die Nase atme weit nach oben ein und über den Mund schick den Atem wieder fort. Und das machst du wieder ein paar Mal mehr in deinem eigenen Rhythmus und startest dir mit dem nächsten Ausatmen den Bauchnabel wieder tief nach innen Richtung Wirbelsäule zu ziehen. Mit jedem Einatmen deine Brust ganz weit öffnen, nach vorne und zur Seite. Und beim nächsten Ausatmen nimm dir den Beckenboden unterstützend mit hinzu. Bauch und Beckenboden gleichzeitig anspannen, wahrnehmen. Und versuch jetzt mal die Kraft in der Körpermitte zu halten. Und denk dir wieder so ein imaginäres Korsett oder einen gedachten Gürtel um deine Taille. Und mach dich hier im ganzen Zentrum fest. Und vorne über die Seiten bis nach
Atem weiter nach oben in die Brust. Versuch fest im Zentrum zu bleiben und nimm dieses ganzheitliche noch einmal wahr. Wunderbar. Sehr schön. Dann lass uns mit der ersten Übung starten. Wir wechseln dynamisch von Seite zu Seite und gehen erst einmal auf den rechten Fuß. Atmen ein, heben das linke Knie, beide Arme. Ausatmen, zur Seite öffnen. Einatmen, schließen und aus wieder runter. Rechtes Bein einatmen, komm hoch. Aus. Einatmen und wieder zurück. Oberkörper aufrecht einheben. Halt dein Becken stabil. Schließe und zurück. Heben, öffnen. Wunderbar. Versuch dein Becken so ruhig du kannst in dieser Bewegung zu halten. Und du öffnest immer nur aus deiner Hüfte. Dein Bein zur Seite. Genau. Und einatmen, hochziehen. Und wieder tief. Einatmen, ausöffnen, schließen. Und tief gehen viermal mehr. Lass die Zeit. Becken so ruhig du kannst halten. Wunderbar. Okay, dann Nummer 2 noch. Seite. Und tief und ein allerletztes Mal. Und eine kleine Pause. Beine ein wenig auslockern. Sehr schön. Lass den rechten Fuß mal vorne und komm mit dem linken Fuß mal einen größeren Schritt nach hinten. Wunderbar. Nimm den linken Arm ganz weit nach oben. Rechter Arm bleibt auf den Beckenknochen. Nochmal in der Mitte ganz eng ziehen. Und wir machen diese Bewegung jetzt einmal ganz langsam. Und du kannst gerne das erste Mal einmal zuschauen. Beide Beine leicht beugen. Mitte ist aktiv wichtig. Und du lehnst dich leicht zurück. Rückbeuge, heb den Blick zur Decke. Und dann komm nach oben, streck die Beine, mach den Rücken rund und zieh den linken Arm nach hinten. Und mit deiner Einatmung lehn dich zurück, Mitte aktiv. Ausatmen, Beine strecken, Rücken rund, Arm zurück. Einatmen. Und ausatmen. Lass dir Zeit einatmen, sinke tief, öffne die Brust. Und ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. So gehen wir viermal mehr. Ganz ruhig deine Bewegung. Und tief. Einatmen. Genau. Versuche die Mitte ganz eng zu halten, dass du Balance hast für diese Bewegung. Wunderbar. Allerletztes Mal. Okay. Und dann bring die Hand zum vorderen Fuß. Genau. Dehne einmal die ganze hintere Seite vom vorderen Bein. Wenn du nicht so tief unten halten kannst, dann bleibst du wie ich oben oder hältst wie Jenny unten. Sehr schön. Und dann komm Schritt nach vorne und locker aus. Sehr schön. Wir wechseln die Seite. Rechter Fuß geht einen Schritt zurück. Und wenn du ein bisschen mehr Balance benötigst, gerne die Füße etwas weiter in Abstand zueinander oder ein bisschen enger. Sehr schön. Heb den rechten Arm nach oben, mach die Körpermitte ganz eng. Und beim nächsten Einatmen sinke, geh leicht nach hinten. Und beim Ausatmen Beine strecken, Rücken rund, Arme zurück. Einatmen. Und ausatmen. Ganz ruhig, Mitte eng, einatmen. Und ausatmen. Ein. Und sehr schön. Wir gehen viermal mehr. Versuch dich auf deine Mitte zu konzentrieren. Einatmen. Ich zeige es auch mal von der Seite. Ausatmen. Und einatmen. Aus. Und der allerletzte. Einatmen. Und aus. Und die Hand zum vorderen Fuß nach unten. Genau. Oder bleib so wie ich jetzt oben. Dehn so ein bisschen die hintere Seite vom rechten Bein. Sehr schön. Und dann komm langsam zurück nach vorne. Sehr
Locker dich aus. Und dann haben wir die letzte Übung oben im Stehen. Nimmst die Hände auf dein Becken, beug die Beine ein wenig. Und du kannst für dich hier entscheiden, ob du lieber ein bisschen tiefer arbeiten möchtest oder noch ein bisschen weiter oben. Gib die Brust erst einmal zu mir nach vorne. Zieh die Schultern weg von den Ohren. Dann verlagern wir Gewicht auf die rechte Seite. Wunderbar, löse den linken mal und guck mal, du hast die Hände jetzt sozusagen als Kontrollfunktion auf dem Becken, ob du ungefähr eine Ebene mit den Beckenknochen halten kannst. Und dann führ dein linkes Bein jetzt mal lang nach hinten, ganz ruhig und über die Seite, mach einen großen Kreis, halte vorne und komm wieder zurück. Geh in die Verlängerung nach hinten, über die Seite, mach einen Kreis und dann komm wieder zurück. Sehr schön. Genauso. Versuch dein Becken ruhig zu halten. Ganz eng geschnürt im Zentrum. Und wieder ran. Wir versuchen noch 4 weitere. Jetzt haben wir noch 3. Spüre den Bauch in Arbeit. Genau. Und guck, dass du mit der linken Beckenhälfte wirklich unten bleibst. Und dann setz den Fuß auf und komm nach oben. Ein bisschen auslockern, sehr schön. Wir haben noch die andere Seite. Gehen wieder leicht in die Hocke, nach hinten, unten. Zieh die Schultern weg von den Ohren, heben die Brust an, Mitte eng verlagern auf links. Rechts ist einmal hin, an die Ebene beider Beckenknochen ausrichten und dann geh in Verlängerung. Über die Seite, komm vor, halte kurz und wieder zurück. Genauso rück, über die Seite vor und wieder ran. Und dann gehen wir 4-mal mehr. Du hast die Hand wieder als Kontrolle auf dem Becken und versuchst die rechte Beckenhälfte tief zu halten während deiner Bewegung. Mitte ganz eng. Komm, lass die Mitte arbeiten hier. Schultern locker. Letztes Mal. Über die Seite vor. Ran. Fuß abstellen. Und auslockern. Sehr schön. Ein bisschen von Seite zu Seite. Okay, dann streck dich nochmal lang nach oben. Lass den Atem ruhiger werden. Gleichmäßiger. Schließe die Füße, schließe die Beine. Wir kommen zum Sitzen nach unten. Okay. Gehen in eine einzige Balancehaltung im Sitzen, machen das Twisten. Okay. Ja. Ach, zueinander, liebe Jenny, nicht so sehen wir uns genau. Wunderbar. Breite die Arme mal zur Seite aus und guck mal, dass du, wenn du nach rechts und nach links schaust, deine Hände noch sehen kannst. Und dann roll mal ein paar Wirbel nach unten ab. Finde wieder deine Position, guck, wo du gut arbeiten kannst und bleibe ein paar Atemzüge. Mach die Mitte eng, spüre die Schultern sinken und dann beim nächsten Ausatmen dreh dich zu einer Seite in den Twist. Ein, wieder zurück und ausatmen. Genau. Guck, dass du aus der Brustwirbelsäule drehst. Deine Arme exakt die Position halten. Ui, zieh dich enger jetzt. Guck, dass dein Becken absolut stabil bleibt. Beide Gesäßhälften auf der Matte. Okay, wie schaffen wir noch 4, okay? Mitte eng jetzt. 3 und 2 und der allerletzte. Drehen. Perfekt, zieh dich nach oben, Oberkörper, Arme. Und dann mach dich einmal runter auf die Knie, entspann den Rücken. Und roll nach oben auf. Sehr schön. Dann lass uns weitermachen in der Rückenlage. Okay, Füße aufstellen, Hände unter die Knie. Und langsam Wirbel für Wirbel nach unten abrollen. Entspann einmal hier unten. Gib dein Becken ein paar Mal vor und zurück. Wunderbar. Dann nimm die Arme über den Kopf mal nach hinten, guck, dass die Daumen den Boden berühren.
Dein Kinn nimmst du so ein bisschen weiter Richtung Brust ran. Ziehst die Oberarme, die Schultern jetzt zurück in den Oberkörper. Und dann streck dein rechtes Bein lang nach vorne aus. Konzentriere dich jetzt auf deine Körpermitte. Bleibe hier eng. Und dann atme nochmal tief ein, wenn du ausatmest. Wir gehen den Weg jetzt nach oben. Zieh dich langsam hoch bis zum höchsten Punkt. Und einatmen, langsam wieder abrollen, Daumen berühren den Boden. Lass dir Zeit ausatmen bis zum höchsten Punkt. Heben und einatmen, langsam wieder abrollen. Und ausatmen, hochkommen, guck, dass dein Becken ruhig bleibt. Und einatmen, wieder tief. Wir gehen 4-mal mehr. Und wieder abrollen. Und 3 noch, bitte ganz eng aus der Kraft. Zieh dich hoch. Und langsam einatmen, wieder zurück. 2 weitere. Und ein allerletztes Mal. Ausatmen, hoch. Und einatmen. Mach eine kleine Pause. Streck dein linkes Bein auch nach vorne aus. Und locker jetzt ein wenig. Wieder tief ein- und ausatmen. Dann die Füße nacheinander aufstellen, ein bisschen dein Becken vor und zurückkippen, dass du nochmal im Lendenbereich entspannst. Und dann starten wir jetzt auch gleich schon auf der anderen Seite. Daumen berühren den Boden, zieh die Schultern in den Oberkörper rein. Mach die Mitte eng. Und dann streck dein linkes Bein lang nach vorne aus. Atme ein, vorbereiten, ausatmen und langsam nach oben kommen. Einatmen, langsam wieder abrollen. Und so fährst du fort. Genau. Guck, dass du, wenn du zurückkommst, den Lendenbereich immer leicht in Kontakt auf deiner Matte hältst. Du ziehst dich erst aus der Körpermitte und dann aus der Brust nach oben. Schultern, Arme ganz locker mitnehmen. So gehst du 4-mal mehr. Fühle die Körpermitte jetzt. Und abrollen. Bleib konzentriert. Ausatmen. Höchster Punkt. Einatmen, abrollen. 2 weitere ausatmen. Ein, tief. Und ein allerletztes Mal komm kraftvoll und ruhig nach oben. Wunderbar. Abrollen. Entspannen. Rechtes Bein strecken. Wunderbar. Okay, wir machen weiter in der Schulterrückung und die Arme zurück nach vorne. Stellen die Füße nacheinander auf. Und erst wieder so ein bisschen das Becken kippen. Vor und zurück. Vor und zurück. Genau. Dass du spürst, wie der Lendenbereich ein wenig seine Spannung verliert. Okay. Und dann heb jetzt dein Becken mal gerade nach oben. Komm jetzt gerade nach oben und roll von der Brust beginnend, Wirbel für Wirbel, langsam nach unten an. Genau. Dein Becken wieder gerade nach oben heben. Und einmal ganz langsam von der Brust beginnend, Wirbel für Wirbel ab. Lass dir Zeit. Das machen wir 2-mal mehr. Becken gerade heben. Langsam abrollen. Und ein allerletztes Mal Becken gerade heben und dann bleiben wir oben. Okay. Verlagere jetzt dein Gewicht auf den linken Fuß und dann heb den rechten mal und streck dein Bein auf Kniehöhe lang nach vorne aus. Wir halten ein paar Atemzüge, schieb den linken Fuß kraftvoll nach unten in die Matte und versuche beide Beckenknochen auf einer Höhe auszurichten. Wenn du ausatmest, öffne ein bisschen nach außen. Einatmen, schließen. Ausatmen. Okay, wenn dir das zu viel ist, dann kannst du, wie es Jenny jetzt zeigt, im Winkel mit dem rechten Bein nach außen gehen. Und so gehen wir 4-mal mehr. Dann bleib ruhig. Immer die Bewegung ein bisschen kleiner. Wir führen ganz ruhiges Becken. Und 2 noch. Und ein allerletztes Mal.
Schließen. Und Fuß abstellen, langsam von der Brust, beginnend abrollen. Sehr schön. Und dann geh mit den Beinen ein paar Mal von Seite zu Seite. Wunderbar. Locker aus. Und spüre mal den Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung. Kraft aufbauen, dem Loslassen. Sehr schön. Füße wieder aufstellen. Wir heben das Becken nach oben. Okay, verlagere dein Gewicht nach rechts. Linkes Bein auf Kniehöhe strecken. Mitte eng ziehen, ganz fest hier bleiben. Und wenn du ausatmest, wieder zur Seite öffnen. Und wieder schließen. Schieb den rechten Fuß ganz kraftvoll in den Boden nach unten. Dein Becken so ruhig es geht. 4 mehr Schultern locker. Und fokussiere dich auf dein Zentrum. Ganz eng hier bleiben. Gleich geschafft. 2 noch. Allerletztes Mal. Wunderbar. Schließen, Fuß aufstellen. Langsam nach unten abrollen. Wunderbar. Zieh dir einmal die Knie zur Brust und geh so ein bisschen von Seite zu Seite. Sehr schön. Okay, dann arbeiten wir weiter in der Seitlage. Wir kommen einmal zur Seite. Komm auf links, streck den unteren Arm aus. Und auch hier in der Seitlage, guck mal, dass du beide Beckenknochen übereinander ausrichten kannst. Du kannst mit dem unteren Bein leicht gebeugt arbeiten, du kannst auch ganz in die Länge gehen. Dann hast du ein bisschen mehr Balancearbeit. Guck einfach, was für dich passt oder wechsel gerne auch zwischendurch einmal. Zieh die obere Schulter weg vom Ohr, leg deinen Kopf gemütlich ab und jetzt versuch mal in den Taillentunnel zu gehen. Das obere Bein aus der Hüfte ganz lang rausziehen. Und mal spüren, wie du so einen kleinen Abstand bildest zwischen unterer Taille und deiner Matte. Dann löse den oberen Arm und zieh ihn lang über den Kopf. Okay, halte hier ein paar Atemzüge und du versuchst gleich dein Becken während der nächsten Übung ruhig zu halten. Nochmal einatmen, aus und den Arm nach vorne, dein Bein ein bisschen zurück und wieder in die Mitte. Ausatmen. Und wieder in die Mitte. Über die Bewegung ein bisschen kleiner. Dafür versucht dein Becken hier stabile Position zu halten. Und wieder zurück. Sehr schön. Und so geht 2-mal mehr. Allerletztes Mal. Wir versuchen zu halten, atmen ein, ziehen, ausatmen nach oben zur Decke. Und wieder tief, kleine Bewegung reicht. Versuch den Taillentunnel zu halten. Und ausatmen, heben. Wunderbar, dann gehst du 2 weitere hoch. Und dein allerletztes Mal hochziehen und entspannen. Wunderbar. Sehr schön. Okay, zweite Übung auf der Seite. Wir kommen in den Stütz. Ziehen die Knie ein bisschen weiter nach hinten. Ellbogen, Schulter, eine Linie und du hebst dein Becken bis zum höchsten Punkt nach oben. Du kannst die Hand auf dem Becken lassen, du kannst den Arm strecken. Guck, was jetzt passt. Wichtig, die obere Schulter nach hinten zu holen. Okay, wir haben hier so eine 4er-Kombi-Bewegung. Wir machen es einmal langsam vor, heben das obere Bein, gehen im Winkel zurück, kommen wieder vor und schließen nach unten. Wunderbar. Beim Ausatmen heben, einatmen nach hinten, ausatmen vor und wieder schließen. Ganz genauso gut den Atem fließen lassen und dich nur auf deine Bewegung konzentrieren und wieder schließen. Heben, Becken ruhig, zurück, vor und wieder schließen. Noch 2-mal mehr. Versuch durchzuhalten. Mitte extrem fest. Und die allerletzte Runde. Zurück, vor und entspann nach unten. Sehr schön. Hui. Komm einmal nach oben. Geh so ein bisschen von Seite zu Seite.
immer viel, viel besser. Hoffen wir zumindest. Okay, letzte beiden Übungen oder 3 Übungen auf der rechten Seite. Richte dich aus, gerne. Guck mal, dass du so die Beckenknochen parallel hast. Geht das so mit meinen Füßen? Ja. Ja? Okay. Entweder unteres Bein gleich schon ausgestreckt oder du arbeitest gleich gebeugt. Wunderbar. Und wenn du die Stabilität vom Becken hast, dann heb dein oberes Bein, zieh es schön lang aus der Hüfte raus, so dass du wieder den kleinen Abstand zwischen unterer Taille und deiner Matte bildest. Gerne mal mit der Hand so drunter fassen und kontrollieren. Und versuche während der nächsten Bewegung diesen Abstand zu halten. Hol den Arm über den Kopf nach vorne. Atme ein und ausatmen. Ein, wieder zurück. Nimm den Arm nach vorne, dein Bein nach hinten. Und wieder zurück. Versuch dich auf dein Becken zu konzentrieren, auf die Kraft in der Körpermitte. Dein Becken hier ruhig in Position halten, keine Bewegung. Gehen wir 4 noch. Und 3. Versuche lang im oberen Bein zu bleiben. 2 noch. Und ein allerletztes Mal. Wunderbar. Einatmen zurück, ausatmen, heben. Einsinken. Denk an den Taillentunnel. Wenn du jetzt den Oberschenkel, dein Gesäß spürst, ist das perfekt. Okay, versuchen wir noch 4 mehr. Mitte eng. Sehr schön. Und 3 noch. Spüre den Bauch. Sehr schön. Ausatmen. Und der allerletzte. Hoch. Und entspannen. Man kann wenig aus. Sehr schön. Und dann kommt für die letzte Übung nach oben. In den Stütz auf der rechten Seite. Oberschenkel, Oberkörper ungefähr eine Linie. Becken heben. Und auch hier aus der Schulter schön nach oben arbeiten. Hand auf den Beckenknochen oder Arm gestreckt, wo das geht. Und dann machen wir es hier auch nochmal ganz langsam heben. Bleib im Winkel, geh zurück ohne Beckenbewegung. Komm wieder nach vorne und schließen nach unten. Genau. Gehen beim Ausatmen hoch, beim Einatmen zurück. Genau. Guck, dass der obere Beckenknochen direkt über dem unteren bleibt. Sehr schön. Guck, dass du mit dem Kopf auch nicht sinkst, schön hier auf Oberkörperhöhe. Sehr schön. Dann gehen wir 2-mal mehr. Hoch, zurück, tief. Und der allerletzte heben, nach hinten, vor, tief und entspannen. Sehr schön. Wir kommen nach oben, drehen uns einmal von Seite zu Seite. Okay. Eine schaffen wir noch im Sitzen. Genau. Dass wir noch mal ein bisschen Rückenarbeit drin haben. Du kannst die Beine jetzt ganz strecken. Du kannst die Beine auch ein wenig gebeugt lassen, wie es jetzt besser für dich passt. Breite die Arme zur Seite aus und guck, dass du wieder schön in die Länge fließt. Mit dem Scheitel gedacht nach oben zur Decke. Kinn geht so ein bisschen zur Brust. Geh mit den Schultern tief nach unten. Und wenn du das nächste Mal ausatmest, dann zieh die Schulterblätter ganz fest zueinander. Am Einatmen lösen. Am Ausatmen. Und ein wieder lösen. Eine kaum sichtbare Bewegung. Versuche hier, so gut du kannst, isoliert zu arbeiten. Konzentriere dich auf die Schulterblätter. Wir gehen 4 mehr. Oberkörper lang. Zusammenziehen. Und 2 noch. Ein allerletztes Mal. Wunderbar. Wir gehen nach oben, atmen ein, strecken die Arme. Beim Ausatmen zu den Schultern zurück. Einatmen, heben und ausatmen. 2 mehr. Und den Oberkörper ruhig und lang. Allerletztes Mal.
Entspann die Schulter nochmal, zweite und letzte Runde. Ausatmen, Schulterblätter zusammen und ein wieder lösen. Guck, dass du die Arme wirklich kaum bewegst, dafür intensiv die Schulterblätter zusammenziehst. Halt die Länge im Rücken. Und du schaffst noch 4 Mal mehr, wir alle zusammen. Und 3 noch. Und 2 noch, bleibe stolz. In der Brust 2 noch. Sehr schön. Und wir entspannen. War das nicht toll? Aber wenn du jetzt den Rücken spürst, dann ist das einfach super. Wunderbar. Und dann hätten wir jetzt auch schon ist gut. Nach ungefähr eine halbe Stunde gerne in Schneidersitz. Wenn das Knie das ein Bein vorne oder beide Beine geöffnet. Völlig egal. Und dann beginnen ein bisschen zu kreisen. Locker den Oberkörper aus. Schultern locker. Und jetzt wirklich so bewegen, wie es für dich passt. Kleiner oder größer, schnell oder langsam. Wechsel einmal die Richtung. Wunderbar. Okay, dann zieh die Arme mal lang nach oben, greif mit der rechten Hand die linke und zieh dich zur Seite rüber. Dann kannst du auch hier, wenn du magst, wieder halten oder so ein bisschen in Bewegung gehen, dass du all das auslockerst, was sich so im Laufe der Tage und der Wochen hier in Verspannung, Verhärtung angesammelt hat. Und dann wechsel einmal zur anderen Seite. Genau. Entweder hältst du einfach nur, atmest tief in die Seite ein und aus oder gehst auch hier ein wenig in Bewegung. Sehr schön. Okay, dann komm zurück. Wunderbar. Dann atmen wir einmal tief ein, nehmen die Arme über die Seite weit nach oben. Atmen aus und wieder zurück. Ein allerletztes Mal tief einatmen, streck dich lang nach oben und atme aus, dann die Hände zurück auf die Knie. Wunderbar. Ja, dann sagen wir vielen, vielen Dank. Es hat uns wie immer sehr viel Spaß gemacht und wir hoffen euch genauso. Ja, dann freuen wir uns schon auf das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.